zusammen, ich bin Anita. Und ich bin Laura. Ihr hört gerade die neueste Episode vom Skorpion und Jungfrau Podcast. Willkommen zurück, Laura. Willkommen. Hast du es überstanden ohne mich? Nein, fast nicht. Gar nicht. Es war eine längere Winterpause. Ja, hast du viel gelesen? Es geht im Fall. Ich gehe nicht. Mega vorbildlich. Oh nein, lass es nicht auf uns. Ich habe viele Astrologie-Memes angeschaut. So gut. Und ich habe Geschichten geschrieben, aber keine gelesen. Das klingt gut. Vielleicht Ja. können wir mal etwas von dir besprechen. Was haben wir denn noch? Die Episode, also das Kapitel, wie wir es immer nennen, ist ein bisschen anders. Das Mal haben wir uns dazu entschieden, dass wir jeweils 5 Bücher vorstellen, die uns gefallen, die uns geprägt haben. Oder ja, das sind sonst Empfehlungen. Und auch noch ganz kurz, bleiben bis zum Ende dran, weil es gibt noch eine kleine Überraschung. Genau. Ich würde sonst sagen, können wir mit dem anfangen. Und auch, wir wissen auch voneinander gar nicht, welche Bücher wir ausgewählt Ja. haben. Das ist vielleicht auch noch. Genau, das ist für uns also genauso spannend wie es für euch, die das hören. Ich habe Angst. Du musst nicht Angst haben. Muhaha, nein. Okay. Ja, dann starte ich mit dem ersten Buch. Es nimmt mich Wunder, ob ich dir schon mal von dem erzählt habe. Und zwar ist es eigentlich mein Lieblingsbuch. Nein, nicht Glennon. Es heisst «Das grössere Wunder» von Thomas Klawinitsch. Es ist ein österreichischer Autor und es ist ein Roman über einen Protagonist Jonas, der eine Expedition macht auf den Mount Everest. Und gleichzeitig zur Beschreibung von dieser Expedition im Roman erfahrt man einfach auch so ein bisschen mit Rückblenden aus seinem Leben. Und es ist ein ziemlich verrücktes Leben, Okay. wenn ich das mal so beschreiben. Also er wächst in sehr ähnlichen Verhältnissen auf und wird dann adoptiert und hat dann wie das Glück, dass er bei jemandem landet, der sehr viel Geld hat. Und quasi, also er und sein Adoptivbrüder, die erleben wirklich ein Leben, wo man es gar nicht für möglich hält, dass man so aufwachsen kann. Und es ist auch so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die Themen im Roman sind so Freiheit und Mut, ausprobieren und irgendwie auch einfach so ein bisschen Unsinn. Also ich weiss nicht, ob Okay. Kunstform Dadaismus etwas sagt. Oh, Irgendwie, wo ich Gott. mich- Jetzt wird es intellectual. Aber irgendwie, als ich überlegt habe, wie ich diesen Roman beschreiben kann, das ist ja einfach so eine Kunstform, wo man nicht so ganz draus kommt, was das eigentlich soll. Aber das ist einfach eine Kunstform. Und in diesem Buch, ich sage dir, das passieren einfach so viele absurde Sachen. Einerseits echt die 2 Jungs, die können in ihrer Kindheit machen, was sie wollen. Also es hat einfach nie Konsequenzen. Und gleich musst du wie sagen, sie machen keine Straftat oder so. Es sind wirklich so Lausbubenstreiche, aber halt wirklich so... Aber warte schnell, ist das jetzt basiert das auf wahren Begebenheiten? Aha, okay. Nein. Nur ich habe Nein. kurz nachdenken. Nein, es ist Fiktion. Okay. Genau. Aber zum Beispiel eine Situation ist so... Also ich könnte etwas vorlesen. Ich glaube, Ja, mach gerne. das würde es noch gut unterstreichen, also das, was ich jetzt probiert zu formulieren. Für Jonas hatte jede Zeit ihren eigenen Geruch, so wie sie auch eine eigene Stimmung und einige charakteristische Bilder hatte. Die Zeit, als er 7 oder 8 war und lernte, dass das Leben nicht einfach sein würde, roch nach dem starken Filterkaffee seiner Mutter. Jonas, Mike und Werner waren am selben Tag zur Welt gekommen. Ihre Mütter lernten sich im gemeinsamen Krankenzimmer kennen. Jonas und Werner besuchten denselben Kindergarten, saßen in der Grundschule nebeneinander, lernten auf demselben Fahrrad fahren und im selben Fluss schwimmen, verteidigten sich gegenseitig bei Prügeleien, passten gemeinsam auf Mike auf und entwickelten ähnliche Vorlieben und Abneigungen. Und jetzt eben so von wegen Lausbubenstreich. Gemeinsam blockierten sie Garagen, probierten Apfelmost, fälschten Unterschriften für ihre Mitschüler, terrorisierten den Postboten, ruinierten Schlösser, warfen unangenehmen Zeitgenossen Flaschen durchs Fenster, in denen sie 1000 Fliegen gezüchtet hatten, Wow. unterbrachen versehentlich die Stromversorgung des ganzen Ortes, Ui. retteten eine Hasenfamilie aus einer Tierheimhölle und all das noch vor ihrem 10. Lebensjahr. Und eigentlich so geht das Leben auch weiter. Also er beschreibt dann einfach, der Jonas mietet sich in Rom eine Wohnung und verlässt nach 2 Jahren die Wohnung nicht, weil er einfach jegliche Fremdsprachen möchte lernen, was wie möglich ist in diesen 2 Jahren. Das ist so sein Ziel. Das erinnert mich ein bisschen an mich. Ich habe dann auch gedacht, Moment, wer lernt unnötige Fremdsprachen? Nein.
gibt es ja gar nicht, unnötige Fremdsprache. Gut, dass du das noch gesagt hast. Oder er hat sich zum Beispiel, also er hat sich selber verschiedene Postkarten geschrieben, wo er dann so Mutproben hat drauf da. Und die Postkarte, die wie als erstes bei ihm ankommt, das hat er dann müssen machen. Und weißt du, was er dann müssen machen? Eine Flasche Olivenöl trinken. Wirklich so, weh. Das ist ein bisschen random, ja. Ja, es ist mega random, aber einfach, also der Sound und die Stimmung von diesem Roman ist mega schön. Aber einfach auch so mega schöne Sprache und einfach auch so, das, ja, halt so ein bisschen das Unsinnige, das aber einfach recht viel damit zu tun hat, auch eben, wer bin ich und wo gehöre ich her und vielleicht auch so ein bisschen Grenzen austesten. Ja. Okay, spannend. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen die Frage, gibt es Schicksal oder ist das alles irgendwie nur Zufall? Und ich habe mich eben gefragt, aus dieser ganzen Thematik raus, habe ich dich fragen. Oh, okay. Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, was völlig unsinnig war, so von außen, aber dir vielleicht gleich eine Genugtuung gegeben hat? Ich meine, ich mache YouTube-Videos, was ich meine. Say no more. Ich wechsle jeden Tag meinen Studiengang. Nein, aber... Ja, ohne mit Sozialwissenschaften studieren, ist schon ein bisschen von außen betrachtet. Schreib dir doch Postkarten mit verschiedenen Studiengängen und dann wählst du den, der als erstes ankommt. Ja, das ist eine gute Idee. Nein, ich bin eher eine ernste Person. Das ist so. Also ich bin nicht jemand, weißt du, einfach... Ich kann spontan sein, ist voll so defensive. Aber ich mache auch nicht so verrückte Sachen. So. Nein. Sorry, dass ich lache. Wieso? Ich mache, glaube ich, schon noch viele verrückte Sachen. Ja. Aber etwas, was mir in den Sinn kam, was vielleicht so ein bisschen zu dem passt, ist so, dass ich einmal, ich glaube, das war etwa vor 2 Jahren, und 1. Januar, und ich habe mir einfach geschworen, das Jahr fängt gut an, und es hat aber nicht gut angefangen. Das war nicht 2020? Ich weiss im Fall nicht. Okay, ist es 2020 gewesen? Ich kann dir das nicht sagen. Jedenfalls habe ich an diesem Tag einen Korb bekommen, mal wieder von jemandem. Und ich habe mir einfach so geschworen, ich mag nicht, dass der Januar so anfängt. Und dann bin ich in den Zug gestiegen und bin auf Freiburg im Breisgau gefahren, obwohl ich gewusst habe, dass dort einfach alle Läden zu haben. Du kannst nicht mal in einen Kaffee oder so, es ist alles zu. Und bin dann dort, es hat geregnet. Ich bin dann dort einfach rumgelaufen und habe einfach mir geschworen, ich will das Jahr gut anfangen. Und irgendwie hat es mir Spass gemacht. Also ich bin dann noch so in einem Museum gelandet, das aus Versehen offen war und so. So ein bisschen so. Aber ja, das ist ja irgendwie auch recht unsinnig. Cool. Und gleich habe ich gefunden, ich muss mir jetzt einen schönen Jahresbeginn gönnen. Ja, das ist echt mega cool. Das ist mir in den Sinn gekommen. Ja, und was sagst du zu Schicksal und Zufall? So das kleine Thema, das wir jetzt innerhalb von 2 Minuten abhandeln können. Es ist schwierig. Es ist schwierig, weil ich glaube, es ist schön, wenn man an Schicksal glaubt oder an etwas Übernatürliches allgemein. Man kann auch sagen, ja, die Sterne haben das so prophezeit. Oder ich weiß nicht, weißt. Ich finde die Vorstellung schön, aber man darf sich dann wie nicht, finde ich, zu fest irgendwie in das einsteigern. Also weißt du, das Gefühl hast, ich hätte die Person getroffen, das war Schicksal gewesen, und jetzt, egal wenn es jetzt schlecht läuft und so, das ist jetzt einfach mein Seelenverwandt. Ich kann nicht so, das ist jetzt das klassische Beispiel. Dann muss man schon ein bisschen rationaler sein, finde ich. Ich glaube, solange es einem nicht davon abhalten, gute Entscheidungen zu treffen, finde ich es eigentlich schon schön, an das Schicksal zu glauben. Ja, du? Ja, also verstehe ich nicht gut. Ich glaube, dass man sich aus dem Zufall sein Schicksal wie bastelt. Oder weißt du, dass du wie, weiss auch nicht, vielleicht ein Thema in deinem Leben hast, das mega präsent ist, und dann passieren Sachen und dann sagst du so, das hätte wegen dem müssen passieren. Also, dass man sich eher so zusammenreimt, wo, glaube der Mensch an sich irgendwie seinem Leben einen narrativen Sinn möchte geben, obwohl es einfach manchmal nicht gibt. Schicksal hat für mich auch etwas sehr so Fremdbestimmtes und das passt mir überhaupt nicht. Okay, spannend. Darum, ja, ich habe eher das Gefühl, dass man sich wie einen Sinn macht aus dem, was halt passiert. Aber mehr, weil man das Bedürfnis hat und nicht, weil wie von außen eine Bestimmung da ist. Ja. Klar, weil dann hast du das Gefühl, du hast gar keine Kontrolle. Interessante Frage. Schon sehr tief. Aber das sind so, ja, wie alle Bücher, die ich gerne habe, handeln die natürlich nebenbei noch so ganz viele philosophische Fragen ab. Darum, nein, ich finde es wirklich sehr ein schönes Buch. Und ich finde es noch lustig, ich habe das von einer Person geschenkt bekommen. Also es war mal meine Vorgesetzte. Und dann, okay. Und dann bin ich vielleicht so 20 oder so. Ich habe mit diesem Buch noch gar nicht so viel anfangen. Jetzt habe ich es eben mal wieder gelesen und so, mal, das ist eben schon cool. Ja, aber damals, eben je nach schön. Lebenssituation, kannst du vielleicht auch mehr oder weniger damit anfangen.
Ja, jetzt bin ich gespannt auf dein erstes. Gut, mein erster knüpft ein bisschen an dies an. Oh. Du kennst es schon. Oh Gott, ich weiss, was jetzt kommt. Ja, du weißt genau, was es ist. Es ist Oh, bitte nicht. the Social Construction Ja, of Nein. The Social Okay. Construction of Reality, a Treatise in the Sociology of Knowledge von Peter boy. L. Berger und Thomas Luckmann, was auch immer. Die deutsche Übersetzung heißt die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Kurz, für die Leute, die es nicht wissen. Es ist quasi das Schlüsselweg vom Sozialkonstruktivismus, der Begriff. Das kann man jetzt nicht so langweilig machen. Aber dort geht es eigentlich so ein bisschen darum, dass man soziale Wirklichkeit als etwas sieht, wo durch das Handeln der Menschen interpretiert wird und, wie soll man sagen, das Wissen davon produziert und reproduziert wird. Und es ist so ein bisschen, es hat so eine Methode an sich und es will so ein bisschen analysieren, wie Menschen gesellschaftliche Phänomene erzeugen, die institutionalisieren und dann an die neue Generation als Traditionen weitergeben. Kurz gesagt, woher haben wir das Wissen, das wir haben? Wie ist unsere Gesellschaft in diesem Sinne auch aufgebaut? Und es ist so ein bisschen, du hast es ja mal probiert zu lesen, Ja. aber Betonung auf probieren. ich finde es grundsätzlich schwierig zum Lesen. Du musst Sachen auch, Wörter und so, musst halt immer wieder nachschlagen, was genau heisst das. Ich weiss einfach nur, weil einen Teil davon hast du auch gelesen in dieser Übung für die Einvorlesung Soziologie, Einführung in Soziologie. Da haben wir eine Übung gehabt. Das war relativ am Anfang, erst 2 Wochen irgendwie so. Haben wir einen Ausschnitt von diesem Buch müssen lesen. Und ich weiss noch dann, hat es mich irgendwie so mega geprägt gehabt. So, aha, ja klar, eben. Alles ist ein soziales Konstrukt. Ja. Nein. Sie nehmen halt einfach alles auseinander. Also weißt du, es ist mega geil, aber eben, es ist jetzt nicht die Bettlektüre. Man muss sich schon Zeit dafür nehmen und wie ready sein für so etwas. Und wahrscheinlich auch mehrmals lesen. Also Ja. ich habe das Gefühl, ich sollte das auch wieder mal in die Hand nehmen. Es kommt auch darauf an, wie genau du wissen willst oder dir überlegen oder halt auch dir Gedanken machen, wie gewisse Sachen zustande gekommen sind. Oder vielleicht bringt das der eine oder andere auch nichts in diesem Sinn. Aber ich denke, es würde auch noch etwas bringen. Aber vielleicht es ist halt nicht leichte Sprache, das muss man schon sagen. Sie versuchen es ein bisschen lustig zu machen, hier und da, aber du musst schon in das reinkommen, das stimmt. Aber was ist jetzt so für dich so die krasseste Erkenntnis aus dem Buch? So, was dir geblieben ist? Es ist nicht natürlich, aber es ist einfach vieles von dem, was für uns natürlich ist einfach, hat sich einfach ergeben, weil Menschen das mal festgelegt haben oder mal festgelegt haben, sie haben sich einfach, das ist so das eine Beispiel, wo sie sagen, ja, du kannst sagen, du bist auf einer Insel und es hat 2 Personen und dann sagen wir, die Personen bekommen Kinder und es sind wirklich so wie so Handlungsmuster, wo wenn A das macht, wird wahrscheinlich B das machen und um diese Zeit wird A das machen und man gewöhnt sich daran und hat man das Gefühl, ja, das ist einfach das, was man macht und das geht mir dann weiter und du kannst es auf vieles, das ist jetzt einfach ein einfaches Beispiel für viele Sachen, auch Institutionen. Bei ihnen geht es eigentlich auch mega viel ums Thema Wissen, wie kommt Wissen zustande, wer entscheidet eben, was Wissen ist und wie man das weitergeht und so. Und ich finde es auch mega spannend, weil wenn du mit jemandem redest und du sagst etwas, was nicht so Norm ist es ja meistens wie als Reaktion, ja, wir haben das schon immer so gemacht oder das ist halt einfach so. Wenn du dir einfach überlegst, es muss nicht so sein. Eben einfach mit dem Spruch, Zeit ist ein soziales Konstrukt. Um auf das zu kommen, nur wenn man sich bewusst ist, es ist etwas einfach sozial festgelegt wurde, heisst nicht unbedingt, dass es schlecht ist, weil es macht ja irgendwo durch auch einen Sinn, dass man einfach Zeit misst und einfach klarer kann sagen, wenn keine Ahnung, du ein Meeting hast, was ich nicht weiss. Und das heisst nicht automatisch, dass es schlecht ist, aber man muss sich vielleicht einfach mal bewusst sein, dass es nicht natürlich gegeben ist in dem Sinne. Man hat das verstummen. Ich meine, Geschlecht ist ja so ein klassisches Beispiel von dem, was man jetzt könnte sagen, oder? Also, ja. Oder auch Therapie wird erwähnt, das habe ich noch speziell gefunden. Okay. Wo sie sagen, therapiert werden Leute, die sich nicht normkonform verhalten. Und das ist ja auch festgelegt. Und früher ich sage früher, ich meine, es gibt noch immer gewisse Länder und so, wo du zum Beispiel homosexuelle Menschen in Therapie gesteckt hast. Oder noch Schlimmeres.
Weil das Gefühl hast, die verhalten sich nicht normal und das ist nicht unsere Gesellschaft. Also in unserer Gesellschaft musst du dich so verhalten. Also, und dann hast du probiert, die Leute zu therapieren. Das ist zwar jetzt ein extremes Beispiel, aber du könntest es auch auf andere Sachen beziehen. Oder wieso werden zum Beispiel gewisse Leute mit Medikamenten nicht wegen ihrem Verhalten, aber ist ihr Verhalten so schädlich, weißt jetzt für sich, oder ist es einfach, weil es nicht normkonform ist? Und ab wann ist es wie gerechtfertigt? Weil Genau. da bei Gesundheit und Krankheit, man ist so auf einem Spektrum. Und je nachdem, wie institutionell man darauf aufmerksam wird, in der Schule geht es nicht mehr, weil das Kind die ganze Zeit stört oder was auch immer, Genau. dann wird es nicht zu einem Problem. Aber eben, ich glaube, es gibt wie Menschen mit vielleicht genauso Symptomen oder Diagnosen, die wie problemlos durchs Leben gehen. Das finde ich auch gut an diesem Buch. Es gibt einem zu denken. Weißt? Man muss ja nicht ganz klar sagen, ja, aha, alles, was in diesem Buch thematisiert wird, heisst jetzt, dass es dort vorkommt, ist automatisch schlecht. Und einfach, man kann sich ja mal auch Gedanken machen, woher kommen die Strukturen und die Normen. Ja, und es ist halt auch ein Standardwerk, muss man sagen. Genau. Also Standardwerke sind halt auch schon älter und die sind immer ein bisschen schwerfälliger zum Lesen. Aber die liefern mega viel wertvolle Arbeit für eine weitere Forschung, die dann wie anknüpft. Und darum denke ich, haben so Werke sicher ihre Berechtigung. Also ich habe gedacht, dass du es nimmst. Ja, das ist gewusst. Vielleicht gibst du dem dann nochmal eine Chance irgendwann. Ja, wer weiß. Gut. Ja, ich glaube, der knüpfe ich mit meinem an, der dazu passt. Und zwar ist es von Emilia Roy. Sie ist Politikwissenschaftlerin und sie wohnt in Berlin und hat dort das Center for Intersectional Justice gegründet und die machen so Bildungsarbeit. Also es gibt wie auch Vorlesungen zum Thema Intersektionalität. Und es ist noch lustig, ich habe das Interview mit ihr gesehen im Magazin, wo sie über das Thema Intersektionalität redet, also sprich Diskriminierung auf mehreren Ebenen. Und es hat einfach auch, es hat voll das angesprochen, wo ich im Moment irgendwie persönlich so ein bisschen am darüber nachdenken bin. Ja, und darum habe ich gedacht, ich muss das Buch kaufen und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich erst ein paar Seiten gelesen, also ich habe es wie noch nicht, ich habe es nicht fertig gelesen, aber ich finde, ich kann es jetzt schon empfehlen. Ja, wirklich. Ich habe gefunden, das muss jetzt da reinkommen. Und vielleicht noch ein bisschen zu ihrer Biografie. Also ihre Mutter kommt ursprünglich aus Martinique, ihr Vater aus Algerien. Sie hat jüdische Wurzeln, sie ist aufgewachsen in Paris und sie definiert sich als queer. Also ja, vereint halt auch sehr viel Diskriminierungspotenzial, sage ich jetzt mal so. Und ja, ich lese einen Teil vor, der so ein bisschen zusammenfasst, um was es in diesem Buch geht. Und das habe ich zum Schluss gefunden. Also ich bin erst so ein bisschen blättern, für genau die Stellen zu finden, die gäbig wären, um das ein bisschen zusammenzufassen. Mit Schuld umgehen lernen. Dieses Kapitel ist all denen gewidmet, die eine oder mehrere Formen der Unterdrückung nicht persönlich erleben, denen, die sich mit Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit beschäftigen können, aber nicht müssen, weil sie selbst nicht betroffen sind, denen, die der unsichtbaren Norm angehören. Viele von uns erleben die Lasten der Unterdrückung, aber werden woanders vom System privilegiert. Unterdrückung auf einer Achse entbindet uns nicht davon, über unsere Privilegien und die Art und Weise nachzudenken, wie wir von der Unterdrückung anderer profitieren können. Wir alle erleben Privilegien in irgendeiner Weise und sollten uns damit auseinandersetzen, auch wenn es manchmal unbequem, anstrengend und schmerzhaft ist. Ich bin von Rassismus, Sexismus, Queer- und Lesbenfeindlichkeit und ein wenig auch von Antisemitismus betroffen und gleichzeitig bin ich aufgrund meiner sozioökonomischen Situation, meines französischen Passes, meiner Nichtbehinderung, meiner helleren Hautfarbe innerhalb der schwarzen Community, meiner Dünnheit, aber auch der Tatsache, dass ich eine Cis-Frau bin, privilegiert. Aus meiner gelebten Erfahrung und Identität ergibt sich eine Vermischung von Benachteiligung und Unterdrückung. Manche von uns erleben Unterdrückung auf einer einzigen Achse, wie etwa weiße heterosexuelle Frauen, weiße schwule Männer und schwarze heterosexuelle Männer aus der Mittelschicht. Andere erleben gar keine Unterdrückung, wie weiße heterosexuelle Männer ohne Behinderung aus der Oberschicht. Und andere noch
Privilegien nur auf einer einzigen Achse, wie im Fall einer weißen Transfrau im Rollstuhl aus der Arbeiterklasse. Unterdrückungssysteme lassen sich nur dann aufbrechen, wenn sie nicht asymmetrisch angegangen werden. Wenn nur über eine einzige Seite gesprochen und die andere außen vor gelassen wird, kommen wir nicht weiter, weil wir das Zusammenspiel von Privilegien und Benachteiligung ausblenden. Finde ich Ja. mega wichtig. Hey, ja, wirklich krass. Also, es ist wie, und ich glaube, es kommt wie auch zur richtigen Zeit, das Buch. Also, es ist letztes Jahr erschienen, aber ich glaube jetzt eben gerade durch das Interview. Ja, weil einfach im Moment einfach auch so viel wieder am Aufbrechen ist. Oder ich habe wie auch das Gefühl, eben so Situationen wie das Corona oder dass wieder Krieg ausbricht und so. Es ist so an vielen Orten am Brennen und manchmal hat man doch wie das Gefühl, ja, man muss wie alles nacheinander lösen oder so, aber ich habe wie das Gefühl, dass... Es ist immer viel los. Ja. Es ist immer viel los und eben wie auch der Ansatz, dass wie Diskriminierung nicht gegeneinander aufgewertet wird, sondern man wie muss schauen, wie bekommen wir das, wie schaffen wir einfach das alles aus der Welt. Ich finde das so interessant, dass wie jede Person, oder eben fast jede, ich denke, eben wie jetzt das Beispiel vom heterosexuellen Mann, weißen Mann ohne Behinderung, denke ich jetzt eben auf der anderen Seite von diesen beiden Polen, Leute, die einfach sehr viel Diskriminierung müssen erleben müssen, durch rein ihre Existenz, was einfach schon nur, ja, so etwas Abartiges ist. Und dort auch, also, oder ich glaube, vielleicht du und ich haben dort sogar so ein bisschen ähnliche, oder? Ich meine, wir haben ja einen Migrationshintergrund und gleich, ich bin dort sehr, eben zum Teil passiv voll in die Norm, wir leben gar nichts, auch gleichwohl bin ich irgendwie eine Frau oder werde irgendwie angesprochen wegen meinem Nachnamen und so. Und trotzdem, das hat mich so spannend gedacht. Es ist wie eine Achse. Eben, du hast bei gewissen Sachen Privilegien und das musst du einfach auch wie anerkennen und schauen, okay, was mache ich mit dieser Position. Und das heisst ja nicht, dass du nie Diskriminierung erlebst, aber einfach so das Gewahrsein von diesem Privileg auch. Und dass man einfach so viele blinde Flecken hat und ich muss mich dort im Fall noch richtig fest bilden auch. Das habe ich einfach gemerkt, was das angeht. Ja, man bekommt auch vieles nicht mit. Also eben, wie geht es jetzt jemandem, der eine Behinderung hat? Zum Beispiel, ich weiss nicht genau, wie der Alltag ist für jemanden, der im Rollstuhl ist. Was ich meine? Was wie unsere Aufgabe ist dort vor allem auch Raum zu schaffen, für dass die Leute eben ausdrücken können, was ihre Bedürfnisse, was sind ihre Erlebnisse. Und das habe ich das Gefühl, ist mega im Kommen. So. Oder eben auch genau durch so Literatur, die einfach auch bildet. Das ist mega wichtig. Und trotzdem ja, habe ich das Gefühl, eben, es ist ein Lernprozess. Auf jeden Fall. Und ich finde, dass die Leute, die betroffen sind, eben selber die Stimme bekommen sollen. Ja. Nicht das klassische so White Savior Bullshit, wo dann gewisse Leute haben. Und ich habe einfach auch das Gefühl, dass eben so Safe Spaces mega wichtig sind, für dass die Leute mit diesen spezifischen Diskriminierungserfahrungen sich einfach auch austauschen können. Nebst dem öffentlichen Diskurs habe ich das Gefühl, das ist einfach auch sehr wichtig. Weil mit diesen Sachen willst du einfach auch nicht an die Öffentlichkeit. Oder da braucht es einfach wie eine Community. Klar. Und was in diesem Buch auch noch ist vorgekommen, ist so, ja, endlich habe ich das gefunden. Das ist so mein Struggle. Und zwar schreibt sie auch über das Zusammenspiel von Spiritualität und politischem Aktivismus. Weil ich habe immer so das Gefühl, ich vereine eigentlich beides in mir. Und trotzdem, ich meine, jetzt schon nur so Sachen wie Self-Care sind halt so im neoliberalen Verständnis mega so, ja, kauf dir die Meditations-App und tu die optimieren und so. Und das bringt ja wie im Kollektiv nichts. Das ist dann mehr so egozentrisch und das widerspricht ja völlig einer spirituellen Praxis. Und sie hat eben ein ganzes Kapitel über das. wo sie wirklich sagt, eben, es braucht ein Zusammenspiel. Es braucht wirklich so das Auseinandersetzen mit der individuellen Geschichte oder was wie noch muss aufgelöst werden und so. Und trotzdem ist wie, ja, gelebte Spiritualität einfach auch, dass man etwas fürs Kollektiv macht und sich eben einbringt und so. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Aber kannst du kurz Spiritualität definieren? Weil für mich, ich würde mich auch als spirituell einordnen, weil ich gläubig bin. Und da gibt es halt gewisse Sachen, die schon verankert sind, so wie «Liebe deinen Nächsten», oder? Wo dann ja nicht dich persönlich angeht, oder ist halt mehr wirklich im Sinn von Meditieren, zum Beispiel, was du ja allein für dich machst. Wo okay, beten ist eigentlich auch allein für dich. Ja, also meine spirituelle Praxis ist nicht an eine Religion geknüpft. Oder wenn dann vielleicht einfach bedient sich an gewissen Elementen vom Buddhismus, kann man jetzt sagen, weil Meditation und so. Das
kommt ja von dort. Aber ich finde es jetzt im Fall noch schwierig, wie eine allgemeine Definition zu geben. Okay, vielleicht sagt sie das im Kapitel dann noch. Ja, also würde ich mir jetzt glaube auch nicht anmassen, wie das allgemein zu definieren, ohne dass ich es jetzt Okay. nachgeschaut. Ich muss dann noch ein bisschen genauer reinlesen, aber ich habe nur schon gedacht, schon nur das, dass sie das verknüpft. Ich so, ja, das ist eben genau das. Weil es eben nicht so sein, eben, es geht um Selbstoptimierung, so nein, es geht wie um ein individuelles Auseinandersetzen mit seiner eigenen Geschichte und mit dem, was man irgendwie möchte, aber dann wie auch, dass eben das Kollektiv davon profitiert. Ich glaube, das Problem ist schon nicht, wenn du sagst, schau, du musst eben an dir, für dich etwas machen, an dir persönlich arbeiten, weil dann kannst du für andere da sein. Weil es gibt dann auch das, wo halt mega oft, zum Beispiel, wenn du jetzt Self-Care sagst, wo mega oft so, hey, weißt du, es tut mir leid für die Leute in der Ukraine, aber ich kann jetzt einfach die Nachrichten nicht mehr schauen, ich will nichts mehr von dem mitbekommen, weil es tut so ein bisschen, ich weiß auch nicht, meine Aura runter, ich weiß doch auch nicht, wie ich zum Es gibt so ein bisschen, so wie... Ja. Wo es gibt so einen Punkt, klar, wenn du sagst, hey, look, ich habe Panik und so, ich habe ein gewisses Maß kann ich verleiden an so Sachen, aber es gibt dann einfach so der Klassiker, ist halt einfach wirklich Leute, die dann sich null informieren oder nichts mitbekommen, einfach weil sie das Gefühl haben, das könnte ihren Tag ruinieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das dann als Self-Care Ja, nein, das brauchen. Und dann wegen dem hat auch, ich glaube, der Begriff halt ein bisschen eine negative Konnotation, weil man einfach so die Leute mit dem in Verbindung bringt. Oder keine Ahnung, ich rufe an oder so und so, sie hat sicher Probleme, ich will jetzt meinen Abend nicht ruinieren. Das ist einfach nicht abnehmen. So in dem Sinne, klar, ich sage nicht, du musst jetzt super verpflichtet sein. Ja, das ist Glenn. Genau, das ist Glenn. aber nein, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiss genau, was du meinst. Und bei politischen AktivistInnen ist es zum Teil mega wichtig, dass sie dort auch Grenzen setzen und dass wie ein gewisses Maß an Self-Care einfach etabliert wird. Weil einfach, ja, du kannst halt nur so viel machen, wie du die Energie dafür hast, und sonst bringt es halt niemand anderem etwas. Das ist spannend. Ausflug in das Thema, weil das mich persönlich auch sehr beschäftigt und ich das Gefühl habe, dort bekomme ich sehr gute Antworten. Ja, nimmt mich dann Wunder, was du denkst, wenn du es mal fertig gelesen hast. Ja, vielleicht kannst du mir dann empfehlen. Ja, privat. Sorry, Leute, nein. Aber es klingt schon mal sehr gut, ja. Yes. Das nächste Buch, ja, ich lese nicht nur so wie die Soziologie-Sachen. Ich lese auch mega gerne Klassiker. Und etwas, was ein bisschen untypisch ist für mich, und zwar, ich hasse es, so moderne, romantische Bücher zu lesen. Ich finde die voll cringy. Ich kann das nicht haben, weißt du, wenn so irgendwie so eine Love Story noch dazwischen kommt, irgendein Buch oder so. Ich finde das ein bisschen... Aber das kommt ja fast in jedem Buch. Nicht in der Social Construction of Reality. Okay. Auf jeden Fall. Aber so bei Roman, egal. Ja, eben. Ich kann es nicht haben, ausser es spielt irgendwie im 18. und 19. Jahrhundert oder so. Und das bringt mich zum Buch, das ich erwähne. Und zwar, ich weiss, es ist sehr basic, aber es ist Emma von der Jane Austen. Ja, gewusst ist Jane Austen. Ja. Da kannst du nichts sagen. Einfach wie sie schreibt. Und das viele sagen, dass es ihr bestes Buch ist. Und finde ich auch. Ich finde es besser als Stolz und Vorurteil. Finde ich. Und jedes Buch hat ein Happy End. Was ich gesagt habe, ist gut für Leute, die vielleicht so etwas gerne haben. Und ich muss auch sagen, eben, dafür, dass es so alt ist, und allgemein ihre Bücher so alt sind, die einfach gute Plot-Twists im Fall. Also wirklich, also weißt du, wirst nicht meinen, aber sie sind wirklich gut. Ja, weißt du fühlst halt voll mit diesen Leuten und die haben das Gefühl, weißt du, weil irgendwie haben sie etwas falsch verstanden oder was auch immer, haben das Gefühl, der sie liebt, ist eigentlich jetzt mit irgendeiner verlobt oder was auch immer, oder hat jemand anders und so. Und dann kommt raus, nein, der war schon immer in sie verliebt und was auch immer, weißt du, so in diesem Stil, weißt du? Ja. Can't relate, nein, Spaß. Ja, ich wollte sagen, das brauche ich nicht in den Büchern auch noch. Aber jetzt Emma spezifisch und auch Jane Austen hat auch immer so ihre Kommentare. Wenn du es liest, du merkst einfach, wie die Zeit war und dass sie persönlich das so ein bisschen kritisiert, die Gesellschaft von damals und so. Und Emma spezifisch finde ich noch cool, weil ich das Gefühl, ich kann mich so ein bisschen mit ihr identifizieren. Also es geht nicht am Anfang mit sie so mega reich und so verschrieben, das jetzt nicht. Aber sie ist halt auch eine, wo du merkst auch, wie sie in dem Buch wächst, weißt. Jane Austen hat selber gesagt, ich werde eine Heldin schaffen, die keiner außer mir besonders mögen wird.
Und es hat einfach etwas, wie es ist am Anfang ein bisschen nervig. Also weißt, sie hat das Gefühl, sie bildet sich gewisse Sachen ein, wegen, ja, sie kann mega gut Leute matchen, weißt? Und jetzt ist das Gefühl, ihre Kollegin, für die findet sie jetzt einen Mann und das ist perfekt. Und sie bildet sich so ein bisschen Sachen ein, weißt, so, dass sie das voll gut kann und sie sieht das und so. Und der ist jetzt sicher in sie verliebt und macht ihr ein bisschen Hoffnung an, so, dass der sicher in sie verliebt ist und dass sie einen Antrag von jemand anderem soll ablehnen will, weil der andere ist ja besser und sicher kommt das gut. Und natürlich muss ich jetzt nicht sagen, dass es nicht gut kommt. Ja. Und auch immer, wenn ihr jemand einen Ratschlag geben will, sie nimmt es einfach nicht ernst, weißt. Und irgendwie kann ich mich so in sie versetzen. Ich kann mich so ein bisschen damit identifizieren, weil ich auch ein bisschen stur bin und so wie nicht auf die Leute hören will. Ich ja keine Ahnung. Jungfrau. Aber ja, I know everything. Hey, ich muss zugeben, ich habe noch nie Jane Austen gelesen. Das ist mega schlimm, weil das sind ja wirklich so Klassiker. Es gibt auch Leute, die es nicht gerne haben. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch Leute, die es nicht gut finden. Also wenn eins lesen würde ich das empfehlen. Okay, weil ich habe wenn... mit Stolz und Vor... Einfach, weil man das am meisten... Oder ich glaube, das ist so das Berühmteste, habe ich irgendwie das Gefühl. Oder nicht? Ich glaube, es sind beide etwa gleich. Aber ich habe das Gefühl, weil der neue Film mit der Keira Knightley, Stolz und Vorurteil, erst schon, wann ist das rausgekommen? Ja, das ist schon länger her. Und wie ist die Sprache? Also nein, ich muss jetzt nicht analysieren wie im Deutschunterricht, aber ich meine, es ist schon aber so es ist mega gut geschrieben, weil du zum Beispiel bei Emma jetzt... 2 Sätze oder so vorlesen, ich einfach Hunger. Ich fange an mit dem Anfang. Am besten. Nein, das ist wirklich... Jetzt habe ich gesagt, ich identifiziere mich mit ihr und der erste Satz ist einfach wie cool und schön. Sie ist jetzt ein bisschen müde, aber egal. Emma Woodhouse, handsome, clever and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence and had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. She was the youngest of the 2 daughters of a most affectionate, indulgent father, and had, in consequence of her sister's marriage, been mistress of this house from a very early period. Du hast es genau im richtigen Ton vorgelesen. Ich habe so das Bild gesehen von mir, wie man so zu einem schönen so gut herfährt und dann siehst du so die schönen Töchter. Oh Gott, ja. Genau, das ist nein, ich will das auch nicht lesen. Aber ja, du kannst es auch auf Deutsch lesen. Ja, nein, aber das spielt keine Rolle, glaube ich. Das ist nicht so mein Stil. Ich verstehe dich. Du musst doch in das reinkommen. Wieso sind alle Bücher, die ich vorschlage? Du musst in das reinkommen. Aber, ja. Aber ich weiß auch nicht, es ist so eine andere Stimmung. Es ist eine andere Stimmung. Und ich muss auch sagen, weißt, wenn ich sage, Liebe ist ein wichtiges Thema in diesen Büchern. Aber das Krasseste, was passiert, ist, dass man sich küsst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist schon heftig irgendwie. Das löst schon... Oder einfach, aber der ist Romantik. Oder wenn jemand so die Liebe gesteht, es ist so intensiv, weißt du, was ich meine? Wie sie es machen, so auf ihre Art, auf ihre englische 18. Jahrhundert Art und Weise. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen... Es ist nicht das Ziel von... Oh Mann, ich habe das Buch mega gut gepasst, das ich jetzt nicht ausgewählt habe. So. Hast du 50 Shades of Grey? Nein, «Der Lauf der Liebe» von Alain de Botton, wo es genau darum geht, dass Romantik eigentlich die Liebe zerstört. Und so. Oder halt echt so einen verklärenden Blick auf die Liebe. Aber ich meine, dort geht es ja darum, also jetzt bei Jane Austen, das ist ja einfach auch Unterhaltung. Und, ja, es ist auch Gesellschaftskritik dann. Man muss auch sagen, Jane Austen hat nie geheiratet. Ich verstehe, wieso es gewisse nicht gerne haben, aber... Also vielleicht könnte ich mich darauf einlassen, aber eben wenn, dann glaube ich eher einfach als Film und er ist gut. Ich denke nicht, dass ich mich motivieren kann, das ganze Buch zu lesen. So, ja. Gut, dann das nächste. Ja, dazu muss man sagen, wir hatten eine lustige Begegnung mit Anita, als wir uns das letzte Mal live gesehen haben. Weisst du noch? Wir waren in Aarau. Ja. Und dann sind wir an ein Plakat angelaufen. Iconic, ja. Ja, genau. Und zwar, also es ist lustig so, es passiert mir noch etwa die mit dem Autor, dass sie irgendwo herlaufen, er ist dann auch dort. Es geht um Arno Kamenisch, ein Bündner Autor, lebt aber in Biel, hat beim Literaturinstitut studiert und gibt vor allem einfach so Romane raus, was irgendwie um so ein bisschen verschrobene Gestalten geht. Also ich habe immer so das Gefühl, er schreibt so ein bisschen gegen die Globalisierung an, weil es spielt immer in einem Dorf, es sind so
es sind so die noch sind übrig geblieben und die Jungen sind auch schon irgendwie die ganze Welt verreist und so. Es ist immer so ein bisschen das gleiche Thema. Und das Buch, das ich aber ausgewählt habe, das ist mehr so eine Sammlung von Kolumnen von ihm. Okay. Und ich würde sagen, ich lese doch eine, weil es sind nämlich ganz kurze Texte und wo auch so ein bisschen seinen Schreibstil gut darlegen. Die Kolumne heißt Wenn es sprießt und treibt. Mitternacht war vorbei und ich war auf der Autobahn zurück aus Neuchâtel, wo ich eine Lesung gehabt hatte. Ich dachte gerade an die vielen Radarfallen auf der Strecke nach Biel, als es plötzlich viel lauter tönte. Im Rückspiegel sah ich Funken, was an sich aufregend aussah im Dunkeln, aber das Spektakel war hinter meinem Wagen, kam mir dann doch etwas sonderbar vor. Komisch, Gamenisch, dachte ich mir und fuhr auf den Pannenstreifen und hielt an. Ich hatte einen Verdacht, der sich dann auch bestätigte. Der Auspuff hing herunter, das ganze Ding war mir abgebrochen und lag wie ein Staubsauger unter meinem Wagen, nur noch in der Mitte hielt ein Haken das Rohr fest. Bis dahin war es ein schöner Abend gewesen, und nun das. Ich wartete etwas, um das Rohr abkühlen zu lassen und zündete mir erstmal eine Zigarette an. Immerhin hatte ich gut gegessen, bevor ich losgefahren war, und kalt war es auch nicht mehr so mitten im Frühling. Die Lesung hatte in einem Lokal stattgefunden, das vor 50 Jahren ein Bordell gewesen war. Seit 30 Jahren fanden an diesem Ort nun aber Kulturanlässe statt. Das schicke Interieur jedoch hatte sich nicht groß verändert und erinnerte an andere Sitten, die da gepflegt worden waren vor 5 Jahrzehnten. Die Stange war noch da, die Bühne, die Bar, die dunklen Ecken, die exotischen Pflanzen, das warme Licht und allerlei Glitzerzeugs, ein richtiges Kabarett halt wie in Paris. Hinter der Bar mitten unter den Flaschen war eine Nische und darin stand eine Heiligenstatue, eine Madonna-Figur, die sicher auch bereits da stand, als das noch ein Puff war, was mich an einen erinnerte, der ganz oben in der Surselva gelebt hatte und der ein großer Fan von Heiligenstatuen war. Sein ganzes Wohnzimmer war voll von Heiligenstatuen und Bildern von Heiligen und an den Wänden hingen Kruzifixe in allerlei Größen und großen Kränze. Die Heiligen waren seine große Leidenschaft. Er hatte aber noch eine zweite große Leidenschaft, nämlich Pornofilme. So, wenn es dunkel wurde am Abend und er plötzlich Feuer fing, nahm er große Leintücher aus dem Schrank und deckte mit diesen die heiligen Statuen sorgfältig ab, bevor er sich seiner anderen Passion hingab. Und sobald der ganze Spaß vorbei war, nahm er die Leintücher wieder weg und hing die Kruzifixe wieder dorthin, wo sie hingehörten. Also es ging noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das reicht. Ja, das ist dann aber nicht mein Stil. wegen der Madonna. Es ist so ein bisschen... Einerseits, ich kann es nicht so gerne, wenn Leute so schreiben wie Tagebücher eintragen. Gut, das sind jetzt halt auch Kolumnen, gell? Es ist eine andere Textform. Es ist so ein bisschen... Machen wir es darüber lustig, aber das letzte Buch, das ich vorstelle, mit Prostitution zu tun. Weil du weißt genau, wie ich oder Porn oder so, das ist wirklich für mich dann so ein bisschen, ja, es kommt darauf an, was für Porno. Aber ich glaube, es geht jetzt nicht um das Thema eigentlich, sondern ich weiss, aber es ist einfach so ein bisschen das... Ich weiss das schon gerne, aber irgendwie so ein bisschen... Ist okay. Die Vibes. Es sind so ein bisschen andere Vibes für mich. So ich glaube, ihm geht es häufig darum, und in diesen Kolumnen ist das so ersichtlich, oder das so wie die Geschichten, die wirklich absurd und komisch sind, die findet man oft im Alltag. Und ich finde es bei ihm immer spannend, weil du überlegst dir immer so ein bisschen, weißt, wie viel stimmt und wie viel hat er wie noch dazu gedichtet. Das finde ich immer spannend, also jetzt bei diesem Buch, aber auch sonst bei seinen Büchern. Und was ich mich noch gefragt habe, aber bei ihm ist es auch so, ein bisschen so, dass er eigentlich immer ein bisschen das gleiche Konzept hat. Oder eben, er schreibt immer über irgendein Dorf. Er schreibt immer über so die Gestalten, die dort halt schon irgendwie seit Jahren sind. Und irgendwie, hast du wie das Gefühl, man muss sich als Künstler auch ein bisschen neu erfinden? Ist das wie, schuldet man das am Leser, der Leserin? Oder ist das okay, wenn man sich einfach immer dem bedient, was halt funktioniert? Kommt darauf an, ob man das jetzt als Kunst sieht oder als Arbeit. Weil wenn du dir sagst, ich muss da einfach meine Rechnungen zahlen und wenn das gekauft wird das gekauft und die Formel funktioniert, ja, dann ist das so seine Sache. Als Künstler hat man aber auch so ein bisschen Erkennungswert, oder nicht? Wenn du sagst, ja, das ist jetzt eine typische Geschichte von bla bla oder keine Ahnung, das ist jetzt voll der Stil von dem oder so. Plus die Fans sind ja dann aber schon nicht mehr so gut gewählt. Oder bei MusikerInnen ist es doch noch viel so,
wenn sie ein Album rausgeben, das völlig anders klingt als der Rest, weil sie einfach das gerne mal, oder eben weil sie mal etwas Neues haben, dann sind dann die Fans zum Teil schon so, also man verliert auch sein Publikum auch ein bisschen, oder geht wieder das Risiko ein, dass man nicht mehr das gleiche Klientel anspricht. Andererseits habe ich wie auch das Gefühl, wenn jemand sich so etabliert hat, dann darf man sich das sicher auch erlauben. Aber ich denke, Kunstfreiheit heisst auch, dass man eben alles machen darf. Genau gleich oder völlig anders. Also ich denke, es muss wie alles Platz haben, aber ich finde den Punkt noch spannend, wo du sagst, eben, um was geht es. Geht es darum, dass es vor allem Einnahmen generiert und dann bist du halt, also never change a winning team, dann bist du halt auf der sicheren Seite. Aber kommst du jetzt an keine Lesung, Anita, von ihm? Wegen der Ich glaube es Madonna? nicht. Bei ihm sind die Lesungen sehr ein schönes Erlebnis, weil es ist immer ein schöner Ort. Also ich habe manchmal so das Gefühl, die Orte, die in seinen Büchern vorkommen, die sucht er sich dann irgendwie aus für seine Lesungen. Plus halt der Bündner Dialekt. Gell? Das ist halt einfach schön. Das ist so ein Singsang, wenn er daraus vorliest. Und er tut oftmals so, wird er begleitet noch von einem Musiker. Und ja, ich finde, ich bin immer so im 7. Himmel, wenn ich an so einen Anlass gehen kann. Das glaube ich dir, dass das noch etwas Besonderes ist. Wenn wir so viel geredet haben, haben wir das Kapitel in 2 Teile aufteilen. Also vergessen nicht, den 2. Teil auch noch zu hören, um den Rest von unseren Empfehlungen zu hören. Und wie schon gesagt, gibt es am Ende vom 2. Teil dann eine Überraschung.